Hallo und herzlich willkommen zurück. Wir starten noch heute mit etwas Alten, und zwar einem Turnierreport. Der, glaube etwa im Dezember oder November noch war das Turnier. Ja, und zwar ein kleines Turnier, 1000 Punkte nur, wie ihr im Titel seht, mit einer Liste, äh, ja, auf die ich mal einfach Bock hatte. Und zwar, ihr seht, 6 Paragon Warsuits, nochmal ein 7. Paragon Warsuit mit Morven Val, eine Dogmata und 10 Retributors. Ja, also eine ganz einfache Liste. Ein Elite Detachment, also wir haben hier die 3 Elites, also mit richtig wenig Kommandopunkte und sehr wenig Bodies auf dem Feld. Aber ich gehe jetzt mal genau etwas mehr ins Detail. Und zwar hier der erste Paragon Warsuit Trupp mit Bolter und oben auch, also die haben schwere Bolter auf der Seite und oben die Sturmbolter und die Streitkolben als Nahkampfwaffe. Dann der zweite Trupp mit Multimelters auf den Seiten, oben den Crack Launcher und den Schwertern als Nahkampfwaffe. Und dann die Dogmata, wie man sie kennt. Dann haben wir noch Morven Val als HQ. Sie muss natürlich Warlord sein. Die Dogmata hat das Relic bekommen, und zwar hat sie einen zweiten Prayer, ein zweites Gebet kann sie sprechen und kennt auch ein zweites. Ja, und zu guter Letzt haben wir noch einen 10er-Trupp Retributors mit 4 schweren Boltern. Ja, das Ganze ist Valorous Heart, also dass die Paragon Warsuits etwas tankier sind, mit -1 und -2, gegen -1 gegen -2 haben sie +1 auf den Rüster und eine 5 Philopane gegen Mortals. Ja, eine ziemlich lustige Liste, eben wenig Modelle, sehr Elite das Ganze. Und ja, wie das Ganze rausgekommen ist, werdet ihr jetzt bei diesem Turnierbericht sehen. Ja, Herzlich willkommen zum ersten Turnier, zur ersten Runde meine ich. Wir sind angekommen und haben aufgestellt. Das erste Spiel ist gegen Orks, wie ihr hier seht. Und zwar eine ganze Menge von Squigok Boys. Und ich habe hier meine kleine Armee aufgestellt. Hier die Retribute versteckt, Morven Val, die Paragon Warsuits. Ja, wie das Ganze herauskommt, werden wir wahrscheinlich nach dem Spiel sehen. Wir schneiden dann wieder zurück. Ja, wir sind am Ende. So sieht das Ganze aus nach dem Spiel. Wir haben noch beide Paragon-Trupps, wie ihr seht. Und von den Orks lebt da hinten noch ein Trupp Grot. Und hier nochmal ein Trupp Grot. Und Morven Val hat selbst auch eine Wunde. Ja. 73 zu 45 für mich. Kommen wir zu Spiel 2. Wir sind jetzt beim zweiten Spiel, nachdem wir das erste gewonnen haben. Und ja, wir spielen gegen andere Sororitas mit etwas mehr Melter leider. Dafür habe ich mehr Bolters. Ich weiß zwar nicht, ob das hilft. Aber ja, schauen wir mal, wie das rauskommt. Ich habe hier die Retributes aufgestellt und die Paragons da in Deckung. Und ja, das war's. Kommen wir nach dem Spiel 2 wieder zurück. Ja, es sieht etwas traurig aus am Ende des zweiten Spiels, weil alles einfach gestorben ist. Also auch die Morven lebt nicht mehr und ja, die Melters haben sich durch die Paragons durchgepflügt. Aber schlussendlich haben die Sisters gewonnen. Einfach nicht meine. Ja, wir kommen zu Spiel 3 und ich hoffe, ich muss nicht gegen Willi spielen. Und es ist passiert. Im dritten Spiel muss ich gegen Willi spielen. Ja. Wir haben schon ein paar Mal gegen ihn gespielt, nämlich eigentlich immer. Aber ja, ich habe hier aufgestellt. Er spielt Black Templars und hat da hinten all seine Modelle aufgestellt. Und die Retributors stehen hinter diesem Häuschen. Ja, das war's. Wie das Ganze rauskommt, werden wir sehen. Wir kommen nach dem dritten Spiel wieder zurück. Peace out. Ja, ich kann mal. Und so sieht's aus. Ey, die Retributors haben Nachzug 1 noch überlebt. Und ich habe noch ein Paragon Warsuit Trupp, ich habe noch Morven und von den Black Templars ist einfach nichts mehr am Leben. Ja, wir haben gewonnen um 20 Punkte oder 19 Punkte, irgend so etwas. 61 zu 42 war es. Ja.
ja, wir sind am Ende angekommen vom Turnier. Ihr habt gesehen, es hat überraschend gut funktioniert. Ich war ziemlich selbst überrascht, dass ich doch 2 Spiele gewonnen habe. Das eine, wie ihr gesehen habt, gegen Sororitas mit ihren vielen Meltas. Da gingen die Paragon Warships sehr schnell kaputt. Genau. Ja, noch ein kleines Fazit zu meiner Liste. Die hier, die schweren Bolter Retributors, ja, die kann man einfach irgendwie wegtun. Die haben gefühlt gar nichts getan, sind oft gestorben und auch wenn sie überlebt haben, haben sie wenig gemacht. Dann die Dogmate mit dem Gebet, um die Boltwaffen besser zu machen, war so gut auf die Paragon Warships, auf den Sturmbolt hat jedes Modell hat 8 Schuss in 12 Zoll. Nachher, wenn die noch -1 Durchschlag haben und auf 6er automatisch verwunden, ist das gut. Dann Morvenwell funktioniert perfekt mit den Paragon Warships. Ihre Reroll-Hour auf einer dieser beiden Trupps macht diese Trupps um einiges zuverlässiger und auch viel stärker. Ich habe die ganze Liste auch mal noch später im Bär nochmal gespielt, ohne Morvenwell, also eine etwas wirklich sehr faire Liste. Und ja, ohne Morvenwell haben die Paragon Warships viel weniger gut funktioniert. Dann Valor's Heart, das -1 und -2 Rend, da +1 Rüster dagegen kriegen, hat öfters eine Rolle gespielt, als man so denkt. Also die Paragon Warships haben oft einen 2er oder 3er Rüster nur gehabt, oder immer noch gehabt, was sehr gut war. Ja, eben gegen Meltas sterben sie natürlich sehr schnell. Ja, was ich vielleicht das nächste Mal noch machen würde, die hier durch irgendwelche Troops ersetzen und vielleicht die Dogmate durch eine Dialogus ersetzen, damit ich sie in einen Gratis-Slot nehmen kann, sodass ich ein Patrol daraus machen kann und etwas mehr Kommandopunkte dadurch habe. Ja, aber ansonsten, die Liste hat mir sehr Spaß gemacht, die Modelle sind sehr cool, wirklich toll und ja, ich hoffe, das Video hat euch ebenfalls so viel Spaß gemacht, wie mir das Turnier Spaß gemacht hat und ich hoffe auch, ihr seid gespannt auf das neue Jahr, weil euch erwartet eine Menge tolle Sachen. Macht's gut und wir sehen uns dann bald wieder beim neuen Video. Tschüss!